und dem philosophischen Denken ganz klar. Men who live without religion is called a communist. Menschen ohne Religion werden im Westen oftmals den Kommunisten gleichgesetzt. Andere dagegen, die nach religiösen Geboten leben, werden als verrückt bezeichnet. Wie denken Sie darüber? Diese Aussagen, wer ohne Religion lebt, ist Kommunist, und wer mit Religion lebt, ist verrückt, sind gleichsam Vorwürfe, die gemacht werden und die man aber, glaube ich, beseitigen kann, wenn man verlangt, zu überlegen, was hier Religion heißt. Wenn Religion bedeutet, wie das Wort sagt, Rückbindung an Mächte und Kräfte und Gesetze, die das menschliche Vermögen übersteigen, dann kann man sogar von einer atheistischen Religion sprechen, nämlich vom Buddhismus, der keinen Gott kennt und trotzdem eine Religion, eine Bindung in sich enthält. Ich würde also sagen, dass auch Menschen, zum Beispiel wie die Kommunisten, eine Religion haben, nämlich sie glauben an die Wissenschaft. Sie glauben unbedingt an die moderne Wissenschaft. Und diese unbedingte Glaube, das heißt das Vertrauen auf die Sicherheit der Ergebnisse der Wissenschaften, ist ein Glaube und ist in gewissem Sinne etwas, was über den einzelnen Menschen hinausgeht und ist also eine Religion. Und ich würde sagen, kein Mensch ist ohne Religion und jeder Mensch ist in gewisser Weise über sich hinaus, das heißt verrückt. Sollte man Religion und Philosophie abschaffen, weil sie trotz ihres vieltausendjährigen Bestehens niemals so auf das menschliche Leben einwirken konnten, wie sie es beanspruchten, und weil zudem Religion und Philosophie einander widerstreiten? Man darf und kann das Denken und das Glauben nicht abschaffen, weil sie in einer langen Geschichte nicht das erreicht haben, was sie anstreben. Und man kann deshalb dieses Denken und das Glauben nicht abschaffen, weil das Wesen des Menschen endlich ist. Weil der Mensch seinem Wesen nach immer zu neuen Versuchen genötigt ist. Und gerade in der jetzigen Zeit würde ich meinen, indem ich auf die erste Frage zurückgehe, dass die Besinnung darauf, was und wer der Mensch sei, nötig ist, heute, wo die Gefahr besteht, dass der Mensch ganz der Technik ausgeliefert wird und eines Tages zu einer gesteuerten Maschine gemacht wird. Sie haben noch eine andere Bemerkung, wo Sie auf Ihr eigenes Land Bezug nehmen und sagen, dass Ihr Land und Ihr Volk zu den unterentwickelten Völkern gehören. Wenn man von unterentwickelt spricht, muss man immer fragen, welches Ziel ist gedacht für die Entwicklung? Nach der heutigen Auffassung der europäischen und amerikanischen bedeutet Entwicklung, das heißt zunächst zu einer modernen technischen Welt. Von diesem Gesichtspunkt aus würde ich sagen, dass Ihr Land aufgrund seiner alten und ständigen Überlieferung hochentwickelt ist, demgegenüber die Amerikaner mit ihrer Technik und ihren Atombomben unterentwickelt sind. What will be the way to harmonize the people? Gibt es einen Weg, die Menschen zur Eintracht zu bringen? Und könnte man diesen Weg übertragen auf eine konkrete Weltsituation, wie zum Beispiel in Ost- und West-Berlin? Diese Frage ist natürlich so allgemein gestellt, dass man zunächst unterscheiden muss zwischen den politischen Bedingungen
für eine mögliche Einigung und den seelisch-menschlichen Bedingungen für das Zusammenkommen der Menschen. Für beide Bedingungen würde ich sagen, dass aufgrund unserer ganzen geschichtlichen Lage und aufgrund der Zersplitterung der Menschen in verschiedene Religionen, in verschiedene Philosophien, in verschiedenen Verhältnissen zur Wissenschaft, kein gemeinsamer Boden heute besteht, um sich unmittelbar und einfach zu verständigen. Wir müssen, glaube ich, hier einen großen Unterschied ins Auge fassen, der besteht in einem solchen europäischen Land mit dieser Geschichte und Vergangenheit und einem Land, in dem Sie Ihre Heimat haben. Sodass ich hier sagen müsste, wenn überhaupt hier in absehbarer Zeit eine mögliche Verständigung sich vorbereitet, dann kann sie nur geschehen, mal von den politischen Bedingungen abgesehen, durch eine Selbstbesinnung der Menschen auf allen Seiten. Aber diese Selbstbesinnung ist eben, wie ich schon bei den anderen Fragen erwähnte, dadurch erschwert, dass wir heute nicht nur in Deutschland, sondern in Europa überhaupt kein eindeutiges, gemeinsames, einfaches Verhältnis zur Wirklichkeit und zu uns selbst haben. Das ist der große Mangel, in der westlichen Welt steht und ist mit ein Grund der Verwirrung der Meinungen in den verschiedenen Bereichen.